Ich bin hier heute auf der Mary Jane, der Cannabis-Fachmesse in Berlin 2017. Ich bin über das ganze Gelände gelaufen und bin mit Hartmut ins Gespräch gekommen. Er ist Buchautor und kann auch sein Buch hier mit Prospekt und sein Buch präsentieren, das er hier heute auf der Messe bewirbt und seine Entdeckungen vorstellt. Ich bin in der Thematik noch überhaupt gar nicht bewandert gewesen, habe mir das ganz kurz erklären lassen, fand das auch soweit interessant und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, hier ein kleines Interview mit ihm zu machen. DMSO, was genau ist das und was genau kann das? Was hat dich dazu bewegt, darüber ein Buch zu schreiben? DMSO ist die Abkürzung für Dimethylsulfoxid, ein etwas komplizierter Name. Es handelt sich um eine Flüssigkeit, die man aus Baumholz gewinnen kann, also eine echte Natursubstanz. Deswegen passt es auch hier zur Hanfmesse. Und Dimethylsulfoxid ist ein Entzündungslöscher. Erstens und zweitens ist es ein Mittel, mit dem man andere Substanzen verstärken kann. Es ist zum Beispiel hier auf der Messe ja sehr viel gesprochen worden über das Rick-Simpson-Öl, das man einsetzt für Krebspatienten oder andere schwere Erkrankungen. Und wenn man das mit DMSO vermischt, 1:1, dann wird eben der Transport in den Körper und die Wirkung verbessert und verstärkt. Also das ist ein Aspekt von DMSO. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, 2 Eigenschaften. Einmal, es wirkt entzündungshemmend und es verstärkt die Wirkung anderer Substanzen. Und entzündungshemmend, es gibt ganz viele entzündliche Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Gelenkschmerzen, Morbus Crohn ist ja auch entzündlich und man kann überall eigentlich am Körper Entzündungen haben und dann würde das helfen und man könnte dafür andere Medikamente weglassen. Richtig, genau. Zum Beispiel Cortison. Cortison wird ja klassischerweise in der Medizin als antientzündliches Mittel genutzt und das kann man ersetzen durch DMSO. Das wird auch gemacht von Ärzten inzwischen, weil wir eben auch DMSO-Ampullen haben im Markt, sodass man eine sterile Form hat, um bei entzündlichen Erkrankungen in der Arztpraxis oder in der Heilpraktikerpraxis es eben auch so verabreichen zu können. Cortison, das sollte vielen ein Begriff sein, ist ja jetzt ein Medikament, das dann dem Körper wirklich nicht gut tut, was die Leute auch nicht nehmen, weil sie es wollen, sondern weil sie halt leiden und Probleme haben. Und bei einigen Erkrankungen, da hilft das Cortison für den Moment, aber auf lange Sicht wird das auch nicht besser. Bei Hautkrankheiten zum Beispiel, stimmt das soweit? Ja, genau. Und das Schöne ist jetzt eben, dass wir bei DMSO erstens keine Nebenwirkungen haben. Das heißt, man kann es auch dauerhaft anwenden, wenn es nötig ist. Und das Zweite ist, dass es eben nicht nur die Entzündung löscht, sondern auch regulatorisch eingreift, also Prozesse wieder in die Normalität bringt, Regulation macht, sodass man oft dann wesentlich nachhaltigere Therapieergebnisse erzielt, als wenn man synthetische Wirkstoffe einsetzt. Jetzt habe ich gestern sogar noch mit einer Person über Neurodermitis gesprochen und das ist ja auch ein Problem, das haben extrem viele Leute und würde dieses DMSO helfen und in welcher Form müsste man das anwenden? Ja, das ist jetzt ein spezieller Anwendungsfall in der Tat, der sehr häufig gemacht wird von Buchlesern auch. Weil Neurodermitis verbreitet ist, weil es auch ein Symptom ist, ein Hautsymptom, das man mit Stress, mit Überlastung ja verknüpft. Und in diesem Falle machen wir es so, dass wir DMSO mit Eigenurin vermischen, 1:1, und das auf diese Hautstellen aufsprühen. Wirkt sehr schnell, wirkt sehr gut. Dieses DMSO, das ist also ein Nebenprodukt bei der Verarbeitung von Bäumen, wenn man das zu Papier macht. Das hört sich ja so an, als ob das sehr günstig ist, als ob man damit auch kein Geld verdienen kann. Das heißt, da ist dann auch nicht das große Interesse daran, das dann, sag ich mal, von einem Konzern auf den Markt zu bringen. Ist das soweit richtig und inwieweit kann sich dieses weniger gefährliche Mittel denn am Markt dann auch durchsetzen, wenn da jetzt kein Marketing betrieben wird, weil da keiner Interesse dran hat? Ja,
Das ist richtig, das ist genau richtig. Also die Situation ist für die Alternativmedizin sehr erfreulich. Man kann damit in der Tat kein Geld verdienen. Es ist ein sehr preisgünstiges Produkt mit geringem Literpreis und es ist gleichzeitig frei verkäuflich. Das heißt, es ist auch nicht irgendwie gesetzlich beschränkt, weder der Kauf noch die Verwendung. Und das ist eine sehr günstige Ausgangssituation, die wir gerne auch so beibehalten. Und es gibt ja Leute, die haben dann zum Beispiel eine Pflanze gefunden, die hat denen geholfen und dann sagen die, das ist die Pflanze, die hilft. Aber du bist jetzt mehr der Meinung, das ist ein Baustein in der Heilkunde, den man auf keinen Fall übergehen sollte. Ja, DMSO hat in dem Gesundheitswerkzeugkasten, wie ich es gerne sage, aus natürlichen Mitteln sozusagen eine Dachfunktion wie eine Überschrift, weil wir alle anderen Substanzen, Pflanzen, Kräuter, Öle, Salze und so weiter mit DMSO vermischen können und in dieser Mischung eine bessere Wirkung der Substanzen erzielen. Als Beispiel eben das Cannabisöl für Krebskranke, das man eben 1:1 vermischen kann mit DMSO. Und das Gleiche gilt für andere Natursubstanzen, egal welcher Art, die wir eben dann in ihrer Gewebegängigkeit, in ihrem Durchfluten des Körpers unterstützen durch DMSO. Oben bei deinem Messestand, da hast du mir dann 2-3 Tropfen Salzwasserlösung auf die Hand getropft und dann dieses DMSO. Und dann ist diese feuchte Stelle auf meiner Hand, das waren ja nur 5 Tropfen insgesamt, ist sehr schnell sehr warm geworden. Wie kommt es dazu und ist das nicht gefährlich, wenn man das zu konzentriert, wenn einer das nicht weiß, wie er das mischen soll? Ja, also das ist ein Naturphänomen, das ist mit der Biophysik erklärbar. Wassermoleküle und DMSO-Moleküle, die richten sich aneinander aus. Und das setzt Energie frei. Und die Mischungen mit DMSO und anderen Mitteln, die machen wir ja immer außerhalb des Körpers. Also wir vermischen zum Beispiel das Rick-Simpson-Öl und DMSO in einem kleinen Schnapsgläschen miteinander. Das heißt, dieser Wärmeeffekt, der da spürbar ist in der Hand, den du gespürt hast, der findet ja normalerweise in irgendeinem Mischgefäß statt oder in einer Infusionslösung oder in einer Injektionsspritze. Aber es ist eben ein sehr schönes kleines Experiment, um direkt spürbar nachvollziehen zu können, dass unser Körperwasser eben sich durch DMSO neu ausrichtet. Ja, jetzt die Frage. Also man mischt und rührt das zuerst an. Also ich vermute, das ist sehr konzentriert, was man dann auf dem Markt kaufen würde. Und man müsste das zuerst stark verdünnen und dann kann man damit die Körperstellen einreiben oder kann es dann auch einnehmen. Habe ich das richtig verstanden? Also stark verdünnen ist vorausgesetzt. Ja, der Verdünnungsgrad ist unterschiedlich. Es ist in der Tat so, dass man es als pure Flüssigkeit kauft, also praktisch 100%ig. In Reinform, hochkonzentriert. Und in dieser Form wenden wir es nur sehr selten an. Man kann damit zum Beispiel Watzen betupfen, also sehr punktuelle Anwendungen. Im Allgemeinen wird es verdünnt in verschiedenen Abstufungen. Also für die Hautanwendung nehmen wir beispielsweise 50- oder 30%ige Lösungen. Für Ohrentropfen bei Mittelohrentzündung nehmen wir 15%ige Lösungen. Das heißt, in dieser Art und Weise wird es verdünnt mit anderen wässrigen Lösungen oder mit Pflanzenölen oder was auch immer. Und welchen Verdünnungsgrad man wählt, das kommt eben auf die Symptome an, auf die Erkrankung und auf das, was man erzielen will. Also nur für die Leute, die zuschauen und sich das vielleicht auch wirklich kaufen und dann anwenden wollen, man sollte sich da vorher dein Buch zur Hand nehmen und sich wirklich informieren, damit man auch weiß, was man da macht. Ist das richtig? Weil wenn man das ja jetzt pur trinkt und zu viel davon trinkt und das dann so reagiert, dann ist das wahrscheinlich dann ab einem gewissen Punkt doch sehr gefährlich? Also eine toxische Schwelle gibt es nicht. Das heißt, es ist in der Tat ungiftig, wie man sagen würde. Aber wenn man zu hochkonzentrierte Lösungen anwendet, zum Beispiel auf der Haut, dann fängt es an, sehr stark zu brennen und zu kribbeln. Das muss ja nicht sein. Man
kann fast nur alles richtig machen mit DMSO. Mir hat mal ein Vater geschrieben von einem 3-jährigen Jungen, dass er es dem Jungen wegen der Mittelohrentzündung pur ins Ohr getropft hat, weil er eben das Buch nicht gelesen hat. Und ich bin ein bisschen erschrocken, als ich das am Telefon hörte und fragte, was war dann? Und er sagte, ja, dem Kind ging es super. Nach wenigen Minuten konnte das Kind wieder mit den anderen spielen und hat keine Schmerzen mehr gehabt. Und das war so ein Moment, wo ich verstanden habe, ja, ich empfehle natürlich, es zu verdünnen und verschiedene Mischungen zu machen mit anderen Mitteln. Aber im Grunde genommen kann man nur alles richtig machen. Eine Frage habe ich noch. Naturheilkunde und diese ganze Sparte wird von einigen Personen dann ja auch gerne so als Spinnerei abgetan. So, das sind nicht richtige Wirkstoffe, das ist nicht geprüft und Homöopathie, das ist ja gar keine Medizin und so. Ich selber bin da jetzt, kenne da so ein paar Leute. Wird man da schnell mit so einem Thema auch ein bisschen in die Spinnerecke gedrängt? Generell wird gesagt Alternativmedizin und das Wort alleine, sagen wir mal, suggeriert ja schon ein bisschen, dass man versucht, es so abzutun oder wegzudrängen. Im Falle DMSO jetzt ist das Glück, dass es wirklich sehr anerkannt ist, weil es auch schon seit Jahrzehnten erforscht wurde. Also es kommen viele Ärzte in meine Seminare, es wird in Kliniken angewendet. Aber das Schöne ist eben, es kann keiner patentieren, es ist eine Natursubstanz. Und deswegen war mein Kerngedanke, warum ich auch das Buch geschrieben habe, dass es ja eigentlich jeder für sich in seinem Haushalt, in seiner Hausapotheke haben kann. Es ist sehr kostengünstig, es ist nicht patentierbar, es ist nicht gesetzlich irgendwie limitiert. Und deswegen ist diese Ausgangssituation eben ideal praktisch, um es für jedermann zu präsentieren, für die Anwendung zu werben sozusagen, weil man eben synthetische Mittel weglassen kann, die nebenwirkungsreich sind. Es ist eine Natursubstanz, jeder kann sie kaufen und eben sehr leicht anwenden. Vielleicht, wenn man das Buch kauft, hat man noch ein bisschen bessere Anregungen, was man damit alles machen kann. Aber im Grunde genommen ist es sehr frei und das ist ja auch so ein Gedanke von dieser Messe hier, so ein Leitgedanke, dass die Leute Eigenverantwortlichkeit haben sollen, zeigen dürfen und dass wir ihnen sagen, ja, es gibt Möglichkeiten mit Cannabis, mit anderen Kräutern, mit natürlichen Salzen, mit DMSO eben etwas für seine Gesundheit zu tun. Und das ist eine sehr schöne und wichtige Botschaft in einer Zeit, wo doch viele Menschen die Verantwortung für ihren eigenen Körper irgendwo abgegeben haben. Und das möchten wir gerne wieder in die andere Richtung anstoßen. Wir sind hier auf der Mary Jane, es geht ja hier kernpunktmäßig um Cannabis. Du sagtest schon, man kann es zusammen mit dem Rick Simpson Oil 1:1 mischen. Auf was für Veranstaltungen findet man dich ansonsten? Eher selten, ja, in der Tat. Also es sind eher Vorträge auf Fachkongressen, auf ärztlichen Kongressen, die ich wahrnehme. Ich bin jetzt ganz zufällig hier dazugeraten. Also wenige Tage vor Beginn hat mich ein Bekannter eingeladen, mit an seinen Stand zu kommen mit dem Buch. Und ich habe mich auch überraschen lassen hier, was ich für substanzielle und gute Gespräche gefunden habe, was für interessante Menschen da sind. Und ich habe auch den Veranstalter getroffen, dem ich gesagt habe, der medizinische Aspekt von Cannabis sollte noch verstärkt dann im nächsten Jahr auch präsent sein. Und ich gebe Seminare und Workshops im Zusammenhang mit DMSO und Co., wie ich gerne sage, also wo man eben lernt und praktiziert auch, wie man DMSO zusammen mit anderen Mitteln einsetzt oder auch für sich einsetzt. Das ist so mein Veranstaltungsreigen, den ich wahrnehme. Aber ich glaube, nach dem, was ich hier erlebt habe, hat sich in mir auch so ein bisschen was geöffnet, mal zu gucken, ob man auf solchen Messen eben auch öfters vor Ort sein sollte, weil die Menschen spüren dann, ja, da ist tatsächlich jemand, der zu dem Thema auch dasteht, der verfügbar ist, dem man Fragen stellen kann. Und das brauchen eben viele, um in diese Eigenverantwortlichkeit wieder reinzukommen. So,
Jetzt haben wir die ganze Zeit über dein Buch gesprochen. Ich sag nochmal den Titel, das DMSO-Handbuch, Verborgenes Heilwissen aus der Natur von Hartmut P.A. Fischer. Richtig? Genau, Hartmut Fischer ist mein Name. Ja. Hartmut Fischer. Und ich halte es nochmal in die Kamera. Ich hoffe, dass man es gut sehen kann. Ich selber werde auf jeden Fall dieses Prospekt mitgeben und betreffender Person geben, die an Neurodermitis leidet und viel Cortison nehmen muss und sich darüber auch ärgert, weil das ja auch nicht nur ungesund ist, sondern auch den Körper sehr aufschwemmt. Man nimmt da locker 10 oder 20 Kilo zu. Und das ist bei DMSO dann zum Beispiel auch wiederum nicht so. Ganz im Gegenteil. Es ist ja ein Kanalöffner, um andere Substanzen in den Körper zu bringen, aber gleichzeitig wird auch die Gegenrichtung aktiviert. Das heißt, der Körper entgiftet besser, er schwemmt besser aus, Toxine, Metaboliten von anderen Medikamenten und so weiter. Also Kanalöffner in beide Richtungen und es kommt dann nicht zu Einlagerungen, sondern es kommt zu einer besseren Entgiftung des Körpers. Dann bedanke ich mich jetzt bei Hartmut für dieses super Interview, was sehr aufschlussreich gewesen ist. Ich habe wohlbemerkt von diesem DMSO heute das erste Mal erfahren. Aus persönlicher Erfahrung kann ich es nicht beurteilen. Allerdings, man sollte ja vielleicht auch mal für neue Ideen und für neue Techniken offen sein. Und vielleicht, wenn ich mal irgendwann gesundheitliche Probleme habe, probiere ich es dann vielleicht wirklich mal aus und vielleicht hilft es mir dann ja auch. Ja, gesund sein und bleiben ist noch besser. Dann braucht man gar kein Mittel. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Hartmut und vielleicht sieht man sich dann nächstes Jahr nochmal auf der Mary Jane.